Eine kleine Anekdote zum Start. Als wir in unserer alten Wohnung eingezogen sind, habe ich einen Parkplatz für meinen wunderschönen weinroten Renault Twingo, mein erstes Auto, gesucht. Übrigens, es ist ein Platzwunder, das Auto. Das ist unglaublich und all meine Kollegen wissen das. Ich habe immer geschwärmt davon. Das Problem war, dass bei unserem Haus, wo wir gewohnt haben, alle Parkplätze schon vermietet waren. Das heisst, wir mussten in der Nachbarsüberbauung einen Parkplatz mieten. 2-3 Gehminuten davon entfernt. Und wir haben den natürlich täglich benutzt. Wir haben immer die Augen offen und gesperrt, wann zieht jemand raus und einer von den Parkplätzen so vor unserer Haustür wird frei. Und nach etwa 2 Jahren war es so wie und der eine Parkplatz ist frei geworden. Ich habe sofort der Verwaltung angerufen und gesagt, ich brauche einen. Und siehe da, wir haben den Parkplatz bekommen. Grossartig, weil es ist endlich vorbei war mit Schleppen von Haushaltseinkäufen über die Straße rein. Besonders dann, wenn es im stratzenden Regen ist, oder? Dann bist du besonders froh, wenn du nahe bist. Es hat einfach ein kleines Problem gegeben. Und das ist die Macht von der Gewohnheit. Schon am ersten Tag ist es passiert. Und in den darauffolgenden Wochen sehr regelmäßig wieder. Dass ich reingecruiset bin mit dem Twingo nach links eingebogen in unsere Straße, aber dann statt rechts auf unseren Parkplatz zu fahren, links in die andere Überbauung hineingefahren bin, so mit gutem Schwung, natürlich schon immer bremsbereit, weil es hat noch eine Kita in der Nähe gehabt. Und dann dort so in meinen Parkplatz einbiegen und gemerkt, da steht ja noch ein Auto. Bis ich geschnallt habe, dass das nicht mehr mein Parkplatz ist, sondern dass meine jetzt ja bei uns vor der Haustür liegt. Wir alle kennen die Macht der Gewohnheit. Über 40% von unseren alltäglichen Handlungen sind Gewohnheiten. Handlungen, die durch Wiederholung entstanden und so automatisiert sind, dass du nicht einmal mehr nachdenken musst. Oft wird das Verhalten sogar unbewusst ausgeführt. Gewohnheiten sind Routine und damit im Alltag selbstverständlich geworden. Hey, das ist noch recht viel. 40%. In dieser Serie, wo wir stehen, wachsen Prinzipien für geistliche Entwicklung, haben wir ehrlich gesagt ein grosses Ziel vor Augen. Wir möchten nämlich unser ganzes Leben an Jesus ausrichten. Und wir reden dabei von geistlichem Wachstum, das wir möchten suchen. Und damit meinen wir nicht nur irgendwie etwas Übernatürliches oder etwas Ungreifbares, Immaterielles, sondern Wachstum ganzheitlich in unserem Leben. Das bezieht unseren Körper mit, das bezieht aber auch unser ganzes Innenleben, man sagt dem Ziel mit ein. Und wir möchten, dass es prägt wird von Jesus Christus. Und wir haben letzte Woche gestartet in dieser Serie mit einer grossartigen Predigt, wo es um die Macht von Gedanken, von neuen Gedanken gegangen ist. Und wir haben uns Fragen gestellt oder mit der Aussage beschäftigt, etwas in unserem Leben wächst immer. Die Frage ist nur, was. Und es ist so die Auseinandersetzung mit dem, wo wir uns aussetzen. Das, was unser Umfeld ist, das, was wir uns zuführen, auch an Lehre, das wird etwas mit uns machen. Und hey, ich bin motiviert gewesen und ich bin heim und ich habe es so bereichernd gefunden und ich habe gesagt, yes, genau, das Unkraut kommt raus aus meinem Leben und Säb und diese Frucht möchte ich eigentlich gerne mehr. Und vielleicht ist es dir gleich gegangen wie mir. Schon am Sonntagabend habe ich meine Selbstdisziplin wieder nicht erreicht, die ich mir mehr wünschte. Ist meine Geduld am Ende gewesen. Und ehrlich gesagt, beim Reflektieren am nächsten Morgen, am Montag, habe ich gedacht, genau. Die Predigt war grossartig und sie hat mir so gut getan. Aber weißt du was? Es bringt wie nichts, wenn sie nicht im Leben hineinlandet. Und das ist die harte Arbeit. Und heute möchten wir darum den zweiten Aspekt dazu nehmen, der entscheidend ist, wenn es um Wachstum geht. Aufs Denken folgt immer das Handeln. Muss Handeln folgen. Weil sonst wird es irgendwie schwierig. Und Jesus ist sich dem auch ganz bewusst gewesen. Und so endet er eine von seinen grössten Lehrreden. Wahrscheinlich könnte man sagen, es ist die Zusammenfassung von seiner Botschaft, die er den Jüngern weitergeben wollte, mit einem entscheidenden Gleichnis. Mit dem Gleichnis vom Herr Dummerli und vom Herr Gscheiderli. Oder man könnte es auch übertiteln mit «Klug ist, wer danach handelt». Und Jesus sagt dort, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Für Jesus ist klar gewesen, geistliche Entwicklung, Wachstum hat nicht nur mit Denken und guter Lehre zu tun, sondern es muss sich im Alltag zeigen. Das Gehörte und Gelernte ist wertlos, wenn es nicht in der Tat umgesetzt wird. Es verändertes Denken soll zu verändertem Verhalten führen.
Und er ist damit nicht allein gewesen. Die ganze rabbinische Tradition hat das mit ihm geteilt. Er war ja ein Rabbi gewesen, und da hat es viele andere gegeben. Und ihr Prinzip war das gewesen, nicht wie wir es heute kennen von den Universitäten, wo du mit deinem Professor einfach im Lehrsaal sitzt, aber keine Ahnung hast, was er zum Nacht isst, was er für Sport macht und so weiter und so fort. Sondern die Rabbiner sind in eine Lebensgemeinschaft mit ihren Schülern eingetreten. Und sie haben Leben geteilt. Und ein paar Quellen sagen sogar, das ist so weit gegangen, dass sich die Schüler so viel abkupfern von ihrem Rabbi, dass die sich tatsächlich in sein Nachtgemach eingenistet hat, wo der Rabbiner mit seiner Frau und möglicherweise, weiß ich nicht, noch Kind und so, wie die waren, eingenistet hat. Unter dem Bett hast du wohl nicht liegen, weil so Betten auf Beinen hat es noch nicht gegeben. Also irgendwo in einer Ecke, um wirklich mitzubekommen, was denn da noch so im ganzheitlichen Leben sonst noch so läuft. Das zeigt so im Extremis, um was es gegangen ist. Es ist darum gegangen, zu lernen von den Rabbinern ganzheitlich. Und was es noch zu sagen gibt dazu ist, jeder Rabbiner hat seine eigene Lehrmeinung gehabt. Und man hat denen gesagt, ein Joch vom Rabbi. Also jeder Rabbi hat ein Joch gehabt. Und das Joch war so die Art, wenn er die Gesetze ausleitet und wenn er gesagt hat, so und so könntest du das anwenden und so solltest du es machen. Und genauso auch Jesus. Bei den einen klingelt es. Er hat auch ein Joch gehabt. Das war seine Lehre. Für die hat er seine Schüler begeistern. Diese Sache hat er immer wiederholt. Er hat Menschen immer wieder auf das hingewiesen. Und er hat sie eingeladen auf den Weg. Und bei ihm ist etwas ganz Besonderes klar geworden. Er hat einen starken Fokus auf die Umsetzung gesetzt. Und immer wieder gesagt, all das ist wertlos. Weil am Ende ist das, was aus dem Herz rauskommt und sichtbar wird, was ausmacht, wer du bist und was du bewegst in dieser Welt. Er hat so auch seine Schüler, seine Jünger immer involviert. Er hat sie ausgesendet, schon ganz früh, obwohl sie eigentlich gar noch nicht fähig sind, und gesagt, handle dir auch. Er hat sie einbezogen in Vorbereitungen, zum Beispiel für das Passamal. Er hat sie aufgefordert, auch zu beten für die Menschen. Das Joch von Jesus ist also keine Theorie, es ist eine Handlungsanweisung, man könnte sagen, eine Jesus-Gewohnheit. Jetzt Spannende ist, dass da die Rabbiner und die ganze jüdische Tradition total richtig liegt und man das sogar wissenschaftlich kann bestätigen kann. Der wissenschaftliche Aspekt von der Neuroplastizität, Achtung Fachwort, musst du nicht merken, aber ich finde es trotzdem begeisternd, um dir das mitzugeben, der sagt genau das, dass dein Gehirn Fähigkeiten hat, um sich neue Gewohnheiten aneignen. Also du hast Gewohnheiten, du und ich. Und wir haben die werden geprägt ab früher Kindheit. Und es ist möglich, und dem sagt man Neuroplastizität, dass du die Gewohnheit umänderst. Das hat mit dem Hirn und seiner Leistung zu tun. Ich werde einen Bildvergleich machen. In unserer Überbauung hat es so geteerte Fußwege, die schön durch die Überbauung führen. Das Ziel von denen ist, dass man auf denen läuft und nebendran in den schönen Wiesli und Börtli eben eher nicht, oder? Um das geht es. Jetzt ist es so, dass der eine Fußweg macht so einen Schlenker von vielleicht 15 Meter und macht so eine Ecke. Jetzt dummerweise ist die Arztpraxis, die auf unserer Überbauung ist, so direkt, wenn du diese Ecke schneiden, um die Ecke herum ist der Hauseingang vom Parkplatz her. Was ist passiert? Man hat gemerkt, wie sich da langsam so ein Trampelpfad anfängt zu bilden und plötzlich hat einfach dort das Gras nicht mehr so grün ausgesehen, sondern so ein bisschen brünlich. Und als ich dann vor irgendwie einem halben Jahr oder so mal dort durchgelaufen bin, habe ich gesehen, der Gärtner hat das gesehen und er hat etwas Schlaues gemacht. Er hat es abgesperrt mit so rot-weißem Band, oder? Da darf man nicht mehr durchlaufen, wir pflanzen jetzt das wieder an, einfach zum Umleiten auf dem richtigen Weg. Jetzt bin ich kürzlich wieder dran vorbeigekommen und wisst ihr, was habe ich gesehen? Er hat aufgegeben. Jetzt ist nämlich dort ganz schön so mit Kies ein Wägli gemacht worden, damit man so ganz offiziell und ohne, dass man das Räsli kaputt macht, dort durchlaufen kann. Neuroplastizität funktioniert etwa gleich. Es sind Pfade, die du in deinem Hirn hast, die du dir aneignest von Kleinkind an, wie du Gewohnheiten hast, die du integrierst. Kleine Kinder eignen sich dir schnell an. Unser Sohn kann nicht zum Mittagessen, ohne dass wir gesungen haben vorher. Es geht nicht. Es ist eine Gewohnheit. Das heisst auch im Restaurant, auch auf dem Balkon. Ganz genau, ihr wisst, was ich meine. Das sind so Gewohnheiten, die man hat und die werden grösser, also so von Trampelpfad werden das ganze Autobahnen. Jetzt dumm ist, wenn du die mal nicht mehr möchtest, dann ist die Autobahn halt immer der schnellste Weg, weil du wählst immer den schnellsten Weg. Das heisst, du musst das umtrainieren. Und das fängt an, indem du zuerst das Buschmesser nimmst und dann durch den Dschungel, wo so sonst gewachsen ist, dich durchkämpfst. Und je mehr du dort durchgehst, desto eher wird der Weg frei und es wird ein neuer Weg, eine neue Art von deinen Hirnströmen und eine neue Anwendung in dein Leben
Ich finde das faszinierend. Etwas dabei ist entscheidend. Das Ganze braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist etwas, was sich über Zeit eben so reintrampelt und wo man somit muss sich auch aneignen muss. Eine Studie aus dem 2009 sagt, dass es unterschiedlich ist, je nach Gewohnheit. Also es gibt solche, die sind leichter integrierbar, solche, die sind schwerer. Im Schnitt geht es aber 66 Tage, bis du eine neue Gewohnheit installiert hast. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso die meisten von unseren Neujahrsvorsätzen nach dem Januar schon Geschichte sind. 30 Tage lange nicht. Es braucht mehr als 2 Monate im Schnitt, bis so eine Gewohnheit sich bei dir verinnerlicht hat. Und ich möchte dich mit dieser Aussage nicht entmutigen. Ich möchte nur sagen, es braucht Zeit und Ausdauer, um manchmal das Leben und den Lebenswandel anzupassen. Aber wie gesagt, dass wir das überhaupt können, ist eine geniale Erfindung von Gott. Und es zeigt auch, dass wir echt wandelbar sind, wachstümlich, dass die Schöpfungsordnung in uns weitergehen kann. Aber was mir auch bewusst ist, wir starten nicht vom neutralen Boden aus, weil wir alle haben Gewohnheiten. Die Gewohnheit, die ich habe zum Beispiel, ist, dass der erste Gegenstand, den ich am Morgen früh anlange, mein Handy ist. Weil da drauf ist mein Wecker. Hey, das ist automatisiert. Ich schalte es ab und ich nehme es vor und schaue, ja, ist wirklich schon so viel Zeit, Snooze, okay, nochmal 10 Minuten. Und ja, das prägt mich. Es richtet mein Leben aus auf Technologie und auf die Hilfsmittel der Technologie. Es richtet mein Leben aus auf das viele Gute, das das Handy gibt, aber auch die Gefahren, die es hat, von ganz vielen Informationen, die ich nicht bräuchte. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Wir alle haben Gewohnheiten. Die Frage ist also nicht, ob du Gewohnheiten hast. Die Frage ist, zu welcher Art von Mensch entwickelt dich die Gewohnheiten, die du hast? Wir haben in dieser Serie uns entschieden, das Bild von der Rebe zu nehmen. Als ein Bild für Wachstum, ganzheitliches, geistliches Wachstum. Und in diesem Bild sind die Gewohnheiten, wo wir heute möchten uns darüber Gedanken machen, wie so Rankhilfen, die du brauchst, um eine Rebe schön zu ziehen. Sie führen dazu, dass das Wachstum in eine gute und gesunde Richtung geht. Und wir möchten darum folgendes paar Gewohnheiten anschauen. Wir sagen denen jetzt geistliche Gewohnheiten. Die sind nicht zwingend fromm, das ist mir wichtig, sondern die sollen am Ende auch ganz in der Basis vom Alltag landen, weil das ist entscheidend. Sie sollen im Alltag stattfinden. Und die Herausforderung an denen ist meistens, dass sie uns nicht ganz so ring von der Hand gehen. Es sind Sachen, die wir oft gerne tun würden, aber um sie wirklich dann fix in unserem Leben zu installieren, ist es eben doch nicht so einfach. Viele von uns haben schon Anlauf genommen und einmal, zweimal haben wir es geschafft, aber so, wenn wir dann so einen Monat später zurückschauen, merken wir, so weit sind wir dabei nicht gekommen. Und so möchte ich euch mitnehmen auf ein paar so Gewohnheiten und die vertieft mit euch anschauen. Und wir machen das im Schnelldurchlauf und ohne Anspruch, dass das vollständig wäre. Aber es sind ein paar Gedanken, die wir aus der Bibel, aus der christlichen Tradition und aus dem Leben von Jesus sehen können, die genial sind und uns helfen können als eine Rankhilfe. Und das erste ist ehrlich gesagt ein Klassiker. Es ist das Gebet. Das regelmäßige Gebet ist ein Beispiel, das uns Jesus schon vorgelebt hat. Wir lesen in den Evangelien immer wieder, dass er sich Zeit genommen hat, sich rausgenommen hat und in den Rückzug gegangen ist. Damit meine ich also auch nicht nur das Gebet, wo du plapperisch wie die Heiden, sondern auch das Gebet, das manchmal heisst, ich werde mal ruhig, um meine Ohren auf Gott ausrichten. Wir nennen das Stille. Also es ist so ein Sammelbegriff. Ich meine aber auch das Gebet, wo du redest und Beziehung pflegst mit Gott. Und Jesus hat seine Jünger angewiesen, wie sie das machen sollen in der berühmten Bergpredigt. Also Zeit nehmen, um mit dem Vater im Himmel zu connecten. Ich meine aber auch andere Formen, wie vielleicht das bewusste Verzichten auf etwas, zum mehr Raum schaffen für Gott. Wir nennen das fromm Fasten. Aber manchmal ist ja das gar nicht so fromm, sondern es ist einfach in deinem Alltag eine neue Gewohnheit, die du dir versuchst anzuzeigen und eine andere, die du versuchst wegzulassen. Ich habe mir überlegt, wie das im Alltag aussehen kann. Etwas habe ich schon erwähnt. Ich schätze das Tischgebet. Es kann eine fromme Floskel sein, bin ich voll bei dir. Und ganz ehrlich, das Essen wird nicht besser, weil du vorher gebetet hast. Aber es ist so ein Moment, wo du in deinem Alltag dich besinnen auf Gott. Und die Kinder helfen mir jetzt da dabei, weil eben, die lassen es nicht daran vorbeigehen. Es ist so ein Moment, wo du fix installieren kannst. Und das kann eine Gewohnheit werden.
Ein anderes Beispiel wäre, ich weiss nicht, wer von uns das Bett macht am Morgen. Wir fragen das so, wer von euch macht das Bett am Morgen? Ja, doch sehr viel. Es gibt tatsächlich Menschen, die machen das nicht, aber es ist genau so etwas, was du jeden Tag machst und es wird zur Gewohnheit. Und vielleicht ist es eine Idee, zu sagen, nachdem du das Bett bettet hast, schiebst du die Decke noch mal ein bisschen zurück und sitzt 1 Minute an und besinnst dich auf Gott und lässt schon ein in diesen Tag. Eine geistliche Gewohnheit. Zweiter Klassiker, wir reden vom Ruhetag. Man könnte mal Sabbat sagen. Es ist die Frage nach den Gewohnheiten, die du hast, die deine Work-Life-Balance irgendwo gut behalten. Weil es ist in der Schöpfungsgeschichte schon verankert, dass der Mensch dazu geschaffen ist, um etwas zu tun, zum produktiv zu sein, zum sich weitergeben, zum Gestalten, aber auch zum Ruhen. Und der Tag vom Ruhen ist besonders da, zum sich ausrichten auf Gott. Es ist genau auch so ein Statement von ich bin nicht, was ich leiste, sondern ich bin, was Gott mich geschaffen hat. Es ist eine Zeit der Ruhe, es ist eine Zeit der Erholung, es ist eine Zeit vom Spass, an Wintermatch gehen. Es ist eine Zeit der Gemeinschaft und der Beziehungen, die ganzheitlich dir dienen soll. Und die Frage ist, hast du das in deinem Leben? Gibt es das? Und wo würde es dir helfen? Wir haben uns vorgenommen, regelmäßig über das zu reden, meine Frau und ich. Und in unserem Alltag mit unregelmäßigen Arbeitseinsätzen ist das nicht so einfach. Das heisst, wir versuchen regelmäßig darüber zu reden, wann haben wir die Zeit miteinander. Und wenn möglich, irgendwie so einen knappen Tag so zu haben, wo wir können sagen, das ist wirklich die Zeit von der Erholung, wo wir es geniessen, wo nicht nur der eine sagt, hast du gesehen, wir sollten dort noch abstauben, sondern wo wir sagen, hey, wir wollen uns Zeit nehmen, um Freude zu haben, an den Beziehungen, an dem, was wir haben, an dem, was wir sind und an den Menschen und an unserer Familie und am Miteinander und vor allem auch Gott. Wir gehen weiter. Dritter Klassiker. Ich habe ihn übertitelt mit Bibel. Wo hast du Gewohnheiten in deinem Leben, die dich automatisch dorthin führen, dass du dich mit dem Wort von Gott, mit der Inspiration aus der Schrift auseinandersetzt? Das kann sein, eine tägliche Bibellese, aber ich meine damit nicht das fromme Bibelstudium, eine Stunde und Hauptsache hast du gelesen und dann, egal was du verstanden hast, sondern es kann ganz kurz sein. Es kann ein Vers auf dem Bible-App. Es kann vielleicht irgendein Andachtsbuch sein. Hey, es kann der wöchentliche Besuch im Gottesdienst sein, der zu einer Routine wird. Aber es ist der Ort, wo du dich mit dem Wort auseinandersetzen kannst. Eine extrem wichtige Sache. Ein Ort, wo du Rankhilfe gibst, ein Ort, wo du Rankhilfe geben kannst, damit deine Pflanze in eine gute Richtung geht. Geistliche Gewohnheit, Gemeinschaft. Jetzt wird es schon so ein bisschen, was? Ist das geistlich? Zusammen anstoßen, miteinander Freude haben? Hey, ja, durchaus. Wir haben eine ganze Predigtserie über das gehabt, jetzt gerade kürzlich. Christentum zeigt sich im Leben mit anderen Menschen. Wir begegnen Gott, indem wir anderen begegnen. Wir lernen von ihnen. Wir haben dort drin einen Raum, um genau geistlich zu wachsen. Ein Trainingsfeld, zum Vergebung üben, zum Freizügigkeit, Grosszügigkeit, Grossherzigkeit üben gegenüber anderen Menschen. Gemeinschaft ist die Frage, ob du die hast in deinem Leben. Als Kirche versuchen wir Angebote zu gestalten. Manchmal taugen die aber auch nichts, gell? Weil deine Small Group findest du einfach mega böckig. Aber sie wäre eigentlich genau für das da. Aber dann mach es doch sonst mit Freundschaften, Zweierschaften. Ort, wo du in der Gemeinschaft auch Gott begegnen kannst, wo du mit anderen Menschen mal ehrlich über Gott und die Welt austauschen kannst. Mal kannst fragen, wie siehst du das? Mal kannst sagen, kannst du mir da vielleicht auch mal etwas ins Leben hineinreden? Und eine 5. Möglichkeit. Grosszügigkeit. Ist auch ein Sammelbegriff. Der steht für ganz vieles. Geistliche Gewohnheit in deinem Leben zu haben, eine Rankhilfe, die dir hilft, immer wieder von dir wegzuschauen und hin zu anderen. Du hast so viel bekommen von Gott. Erstens dein Leben und deine ganze Persönlichkeit. Hey, das ist ein Geschenk für andere. Oftmals denken wir selber gering davon und sehen das gar nicht mehr. Aber eigentlich könnten andere so von dir profitieren. Von den Begabungen, die du hast. Die Frage ist, gibst du die irgendwo rein? Von den Mitteln, die du bekommen hast. Sagt das irgendwie Materielles? Sagt das Finanzielles? Hast du dir irgendeine Rankhilfe gemacht, wo du sagst, ganz bewusst, ich gebe da immer wieder weiter? Oder auch Gemeinschaft gestalten in Form von Gastfreundschaft ist auch ein Verschenken. Das kann sein, dass du ein grossartiges Zuhause hast und du kannst Menschen einen Ort geben, wo sie Erholung finden können, zur Ruhe kommen, mal eine Ausschnaufpause haben. Oder vielleicht ist das nicht örtlich gebunden, sondern du als Mensch bist so, dass du Gastfreundschaft kannst leben kannst, dass du Menschen kannst mit einnehmen kannst.
Es ist eine Rankhilfe, die dir hilft, dich an andere zu verschenken und dort drin Gottes Reich zu bauen und zu sehen, wie die Schönheit, die Jesus für sein Reich geplant hat, kann anfangen aufgehen und wachsen und dein Leben kann geistliches Wachstum produzieren, das Früchte weitergehen zu anderen. Es ist ein Schnelldurchlauf. Und es sind einfach mal so 5 Aspekte und wir können noch viel, viel mehr dazu nehmen. Es sind Rankhilfen. Und mir ist ganz wichtig heute, wir könnten jetzt da in eine grosse Falle tappen. Das Ganze soll immer nur dazu helfen, dass dein Wachstum in die richtige Richtung geht. In der Verbundenheit mit Jesus und hin zu guter Frucht. Die geistlichen Gewohnheiten sind nie das Ziel. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Sonst könnte es dazu kommen, dass du in die grosse Falle von gesetzlicher Leistung hineinschrittst. Und hey, ja, ich habe es zuhauf gesehen. Menschen, die sagen, hey, der Sabbat ist eben mega wichtig und es wird mega knechtend. Menschen, die versuchen, sich fromm abzuarbeiten, mit stillen Zeiten und weiss nicht, wie früh aufstehen. Und kann alles gut sein, ich will niemandem einen Karren fahren, aber es ist schon die Frage, wird das zum Gott oder findest du Gott da drin? Und wenn du jetzt da drin gesessen bist und denkst, da stehe ich, das ist wieder mal so eine Leistungsevangeliumspredigt und jetzt habe ich einen Berg von mir, die letzten 15 Minuten das mit dir gemacht haben und ich sehe nicht, wenn ich das überschreiten soll, dann will ich dir zurufen im Namen von Jesus. Mein Joch ist leicht. Mein Joch ist leicht. Ja, Jesus war ein Rabbi. Man hat ihn als Rabbi verstanden. Ja, Jesus hat ein Joch gehabt. Und er hat das den Menschen vermitteln. Aber Jesus hat gesagt, mein Joch im Vergleich zu den anderen Jöchern ist leicht. Mein Joch ist eins, das du magst tragen. Oder so schön ausgedrückt in dem Text aus dem Matthäus 11. Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende sind, abgearbeitet und mutlos. Das tönt nicht so nach Wachstum, das tönt eher verkümmert. Und dann gumpen wir ein bisschen. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten oder eben das Joch, das ich euch zum Tragen gebe, ist leicht. Unsere Berufung ist es nicht, unter einem Joch von geistlichen Gewohnheiten zu verkümmern und knechtet zu leben. Das Joch von Jesus ist das Joch, das in die Verbundenheit mit dem Vater führt. Und dorthin will es uns ziehen. Und mir gefällt in dem Text, den wir angeschaut haben, in dieser Übersetzung besonders, es geht darum, zu meinem Gleichklang mit ihm leben. Ich stelle mir da die Pflanzenströme, das Wasser, das da durchströmt vor, das so pulsiert durch die Pflanzenadern. Und das gibt einen Rhythmus, den Jesus-Rhythmus. Und ich glaube fest, dass der Rabbi Jesus genau heute möchte Menschen rufen. Folg mir nach. Mein Joch ist leicht. Er möchte sein allererstes Mal in seine Schule einladen. In eine wahre Nachfolge. Und die führt in die Verbundenheit mit ihm, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. So kann deine Pflanze vom Leben aufblühen. Im Unterschied zu den Rabbis der damaligen Zeit, die grossartige Testrituale hatten, wo man Fragen beantworten musste, in einem Disput, in einem Diskurs, und dann vielleicht zu den ganz wenigen Auserwählten gehört hat, was geheißen hat, du hast es geschafft, folg mir nach. Hat Jesus sich in Deutung das geschert. Er hat keinen Test gehabt. Er ist umgezogen und er hat denen zugerufen, folg mir nach, die es im Leben nicht gepackt haben. Er hat denen zugerufen, die keine geistliche Disziplin hatten und darum schon lange aus der Schule rausgefault sind. Er hat denen zugerufen, die nicht zu denen gehört haben, die ihre Gewohnheiten schon ganz top organisiert haben. Er hat gesagt, folg mir nach. Ich will dich zum Fischer von Menschen machen. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt in diesem Aspekt und ich finde das extrem ermutigend. Und vielleicht hörst du darum heute zum allerersten Mal den Ruf. Folg mir nach. Fang an, in meinen Gewohnheiten zu leben. Fang an, nach meinem Rhythmus zu ticken. Vielleicht hörst du es zum wiederholten Mal, das kann sehr gut sein, wenn du regelmäßig da kommst. Halleluja. Aber vielleicht zum ersten Mal so richtig. Und vielleicht hat heute Gott Sehnsucht in dir geweckt. Eine Frau und ein Mann nach dem Herz von Gott zu werden
Das ist eine Frau oder ein Mann, der ihr Haus auf Felsen baut. Was für den Stürmen vom Leben standhalten kann. Das sind Menschen, die den Ruf von Jesus hören und danach handeln. Jesus tut es nicht mit einem Regelkatalog, wie gesagt, sondern mit dem einfachen Ruf, leb im Gleichklang mit mir. Mein Joch ist leicht. Und ich möchte gerade jetzt für uns alle beten und vielleicht ganz besonders, wenn du sagst, hey, heute ist der Moment, wo ich das nochmal ganz bewusst einschlagen in diesen Ruf, anfangen, eine Wendung vollziehen. Die fängt heute an und macht sie mindestens 66 Tage. Vielleicht auch ein bisschen länger. Rabbi Jesus, danke, dass du uns rufst. Und Heiliger Geist, danke, dass du heute den Ruf in die Herzen hineinsetzt. Wenn wir uns reflektieren und wenn deinen Ruf hören, dein Joch ist leicht, aber es führt zu Wachstum, es führt zu Frucht. Frucht, die bleibt. Frucht, wo man selber daran Freude hat, aber auch Frucht, wo andere Menschen davon profitieren können. Und ich bete heute für uns und besonders für uns alle, wo wir sagen, hey, ja, wir müssen da nochmal eine Kurskorrektur machen. Oder vielleicht zum allerersten Mal. Sagen, ja, ich will das einschlagen. Ich will Schülerin und Schüler von dir werden. Und ich will deine Gewohnheiten in mein Leben integrieren. Ich bitte dich fürs Wählen, fürs Erkennen. Ich bitte dich für ein gutes Umfeld, das mich dem immer wieder aussetzt. Ich bitte dich aber auch für die Selbstdisziplin und schon die erste Frucht von deinem Geist zum Vollbringen, zum drin können laufen. Jesus, erlöse uns von unguten Gewohnheiten und hilf uns so zu leben, wie du es von uns möchtest. Amen. Grosse Gewohnheiten starten klein. Der Cicero hat gesagt, gross ist die Macht der Gewohnheit. Und er ist der berühmteste Redner von Rom, so hat man ihm gesagt. Und ich finde das ein gutes Stichwort. Aber egal, ob du dich gerade auf der Reise dieser Nachfolge vielleicht in den letzten Sekunden begeben hast, gesagt hast, jetzt mache ich ernst. Oder ob du schon das Leben lang dort unterwegs bist, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn es um die Integration von dieser grossen Macht von Gewohnheiten in deinem und meinem Leben geht, dann geht es immer darum, klein zu starten. Es ist wie bei einem Marathonlauf. Wenn du mal einen Marathon laufen willst, dann fang nicht an damit, dass du sagst, heute ist erster Trainingstag, welche Route ist besonders schön auf 42 Kilometer. Ich behaupte, du wirst nie ins Ziel finden. Es geht darum, dass du dir den Trainingsplan setzt und dir dieses Training in anwendbare Portionen aufteilst, mit einer gesunden Steigerung hinzu, dass du irgendwann ein Finisher und eine Finisherin werden kannst. Hey, und ja, das ist möglich. Aber nicht mit dem ersten Tag mit 42 Kilometern anfängst. Und darum möchte ich heute einfach zu dem einladen. Reflektier das mit diesen Gewohnheiten. Und dann entscheide dich für einen kleinen, aber entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Implementieren von neuen Jesus-Gewohnheiten. Und das machen wir, indem wir kurz ruhig werden. Und ich möchte 2 Fragen in den Raum geben. Die erste ist, welche ungute Gewohnheit hat grosse Macht über mich und muss gebrochen werden? Und die zweite, welche neue Gewohnheit könnte ich in mein Leben integrieren? Und ich möchte dich einladen, jetzt einen Moment still zu werden und das mal nachwirken zu lassen und dir das zu stellen, die Frage. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der treibt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Als letzte Rankhilfe, um das im Alltag landen zu lassen, haben wir einen kleinen Smart Spider erstellt. Und der QR-Code ist eingeblendet, wo du auf den kommst. Und wir werden dann auch während dem zweiten Teil vom Worship eingeblendet lassen. Darauf kannst du zu 8 Statements dich selber einschätzen. Und es braucht etwa 4 Minuten vielleicht, um das zu machen. Du wirst den Link sicher genau im Nachhinein im Livestream schauen können und es die Heim machen. Und es hilft dir, um vielleicht herauszufinden, in welche Richtung deine Gewohnheiten sich entwickelt haben, wo du eher stark bist, gerade auch in geistlichen Gewohnheiten und wo es Potenzial gibt. Und es soll so eine Hilfe sein, um vielleicht dir zu überlegen, wo kannst du einen nächsten Schritt setzen. Und das ist der Moment, wo wir wechseln in den zweiten, immens wichtigen Teil, wo es um Verbundenheit mit Gott geht, wo wir in Worship miteinander eintauchen. Und in dieser Zeit haben wir immer die Möglichkeit, dass du auch Gebet in Anspruch nehmen kannst. Weil die Gemeinschaft sich auch durch das gemeinsame Gebet auszeichnet. Und wir haben ein Team hier vor Ort, das es liebt, mit dir zu beten, sich deinem Anliegen anzunehmen, deinem Gespräch mit Gott und wo gerne mit dir zusammen vor Gott kommt. Du kannst das auch online machen, über den einfachen Klick auf den Button «Lass für dich beten». Und das Gebetsteam hat in der Vorbereitung heute noch einen Eindruck gehabt, wo es um das Wort Versöhnung gegangen ist. Und sie haben das Gefühl, dass heute Gott ganz besonders in diesem Bereich möchte einen Ruf geben, in die Leben hinein und sagt, es geht um Versöhnung. Und wenn das dich anspricht, dann bist du herzlich willkommen, auf das zu reagieren, ganz individuell oder vielleicht auch, indem dass du dich als Gebetsteam wendest. Wir gehen in die Zeit und geniessen das miteinander.